Servus, grüß euch und habe die Ehre auf meinem Kanal. Ich bin der Markus aus Bayern. Live-Berichterstattung vom großen Schneckenrennen, der große Preis vom Obstgarten. Guten Tag, liebe Schneckenrennsportfans, wir sind live beim spektakulären, ja fast schon epischen großen Schneckenrennen 2024. Die Spannung hier auf der Wiese, auf dem Tisch ist greifbar. Es hat die ganze Nacht geregnet und die Strecke ist perfekt glitschig für unsere wagemutigen Teilnehmer. Schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für das langsamste und gleichzeitig spannendste Rennen des Jahres. Startschuss und Aufstellung. Und da fällt der Startschuss. Zumindest glauben wir, dass er gefallen ist, denn die Schnecken beginnen sich tatsächlich zu bewegen. In der ersten Reihe sehen wir Turbo Margot, die letztjährige Favoritin, die durch ihr schnittiges, aerodynamisches Schneckenhaus besticht. Neben ihr kriecht Blitzsepp, der für seine atemberaubende Geschwindigkeit bekannt ist, zumindest im Schneckenmaßstab. Die ersten Meter. Oh, schauen Sie sich das an. Flitze-Schorsch hat einen hervorragenden Start hingelegt und kriecht mit beeindruckenden 0,005 km/h los. Blitze-Sepp lässt sich davon nicht beeindrucken und zieht in einem gleichmäßigen Tempo nach. Im hinteren Feld sehen wir langsame Lotte, die anscheinend schon jetzt eine Pause einlegt. Vielleicht hat sie ein besonderes leckeres Blatt gefunden oder der Apfel schmeckt ihr. Der Rennleitung konnte sogar ein Foto gelingen. Zwischenstand nach 10 Minuten. Wir sind nun 10 Minuten im Rennen und die ersten Zentimeter sind zurückgelegt. Turbo Margot führt immer noch knapp vor Blitzsepp. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Dover Sepp, bekannt für seine Ausdauer, hat gerade einen kleinen Sprung nach vorne gemacht, wenn man es so nennen kann. Oh, das ist spannend. Blitzsepp zieht zur Seite und gönnt sich schnell einen Boxenstopp. Sein Team ist blitzschnell dabei, ihm frische Salatblätter zu reichen. Turbo Margot nutzt die Gelegenheit und baut ihren Vorsprung aus. Aber Moment mal, was ist das? Sie scheint Schwierigkeiten mit einem besonders glatten Apfelstück zu haben. Halbzeit im großen Schneckenrennen. Turbo Margot hat immer noch die Nase vorn. Aber Blitzsepp ist wieder auf der Strecke und gibt Gas. Oder wie auch immer man das bei Schnecken nennen mag will. Langsamer Franz hat inzwischen seinen Weg gefunden und schleicht sich langsam aber sicher an das Mittelfeld heran. Die Spannung steigt. Turbo Margot und Blitzsepp sind fast gleich auf und nähern sich der Ziellinie. Da passiert das Unfassbare. Turbo Margot rutscht auf einen kleinen Wasserfleck aus und verliert wertvolle Sekunden. Blitzsepp sieht seine Chance, setzt zum Endspurt an, kann er das Rennen für sich entscheiden? Und da ist es passiert. Blitzsepp überquert die Ziellinie und gewinnt das große Schneckenrennen 2024. Was für ein Finish, meine Damen und Herren. Turbo Margot kommt nur Sekunden später ins Ziel und sichert sich den zweiten Platz. Langsamer Franz, der seine eigene Art von Sieg feiert, schafft es kurz darauf auch ins Ziel und wird von den Zuschauern mit tosendem Applaus empfangen. Blitzsepp wird vom Publikum gefeiert und darf sich nun offiziell die schnellste Schnecke des Jahres nennen. Turbo Margot nimmt es sportlich und gratuliert dem Sieger. Langsamer Schorsch genießt die wohlverdiente Belohnung in Form eines besonderen saftigen Salatblatts. Damit verabschieden wir uns von diesem aufregenden Event und freuen uns schon auf das nächste große Schneckenrennen. Bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, in der Ruhe liegt die Kraft, besonders bei Schnecken. So, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, die letzten Tage. Wahlen, den Wahlen und was man da alles liest und hört und die Hetzerei hin und her und zurück. Und haben wir gedacht, jetzt einfach mal was zum Lachen. Den Schnecken geht's gut. Ich habe die fachmännisch wieder entsorgt. Nein, ich habe die draußen wieder hingetebt am Gartenzaun. Das waren. Und ich hoffe, mein bisher Schmarrn-Video zwischendrin hat euch mal wieder gefallen und bringt euch so ein bisschen zum Schmunzeln. Ciao, ciao.